Das wär ein von de ersten plattkulturellen Evenements in Schleswig-Holstein seit Corona. Am 2. Juni 2021 hat der Niederdeutsche Bühnenbund Schleswig-Holstein die drei Autoren Sophie Köhler, Martina Brünjes und Frank Grupe mit dem Konrad-Hansen-Preis für Gaude Niege Theaterliteratur bedacht. Der Ehren in der Niederdeutsche Bühne in Flensburg hat der Schirmherr von den Konrad-Hansen-Preis sübst vernommen, dat wär uns Landtagspräsident Klaus Schlie. Grauten Bohnhoff für Plattdütsch Bühnenspiel, so denn ich, Plattdütsch Bühnenspiel, das ist ein Thema, da weet ich meist gar nix über. Und das geht eigentlich nicht. Wo nehmen die Massenmedien uns de allermeiste Tit ob platt anschwiegt, do ist dat plattdütsche Theater der vornehmste Ruhm, in den viele Menschen mit uns Sprog in Kontakt kommt. Elk ein Versprecher von plattdütsche Schuld de plattdütschen Bühnen ob de Tell haben, auch unsünderlich sei, sind dat de grauten Publika plattdütsch beschallt. Und ich bloß dat, sei sind dat der junge Lü obnimmt und ernsthaft an de Sprog ranführt, zumindest sau ernsthaft, dat der jungen Lü sich den Rut wocht mit ihren Text. Und gift hat nicht den ein oder ander, der den jechenswann über düsse Brüch gohn is und sich wirklich platt abseits von Rollentext bipolt het, wo dat plattdütsche Theater sau wichtig is für uns, der wie ein Sinn do in seid, dat uns Sprog wiedergeben ward und bläut, do geit dat nicht, dat ich do so wenig überweht und darum will ich mit düssen Podcast Fragen stellen, einfach bloß Fragen stellen an dat plattdütsche Theater. Sie hört Sprog, der Heimatbund Podcast tau plattdütsche Kultur in Schleswig-Holstein. Das hier ist die Utgof von 29.06.2021. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Plattdütsch Theater, niederdeutsche Dramatik, ja, wo schall ein Dor ansetzen. In Handbuch zur niederdeutschen Sprach- und Literaturwissenschaft lese ich von den Kieler Germanisten Ulf Bichel, dat der Anfang von plattdütsche Theater zu Hauptenfalt mit de Wenn von 19. Jahrhundert. Vorher hadert sieht Johannes Stricker, sin düdischen Schlömer von 1584, 3 Jahrhunderten kein niederdütsch Drama von Rang mehr geben. 300 Jahre lang stillte, man nu passiert wat. Den Anstoß zu einer literarischen Erneuerung des niederdeutschen Schauspiels gab eine im ganzen Abendland wirksame literarische Strömung, der Naturalismus. Und sie wurde begründet durch eine einzelne Dichterpersönlichkeit, Fritz Stavenhagen, Schrift Bichel. Naturalismus. Figuren ob der Bühn, der dat Leben gräben sind, mit all er Elend, Afgründen, Längen, Schwachheiten, Driften, Umständen und für all er Sprog. Gerhard Hauptmann hat für Johann Alförmogt. 1892 wären sie in Webers unter den schlesischen Urtitel De Waber Ruth kom. In selbe Jahr wär auch Johannes Schlaf sin Drama Meister Ötze Ruth kom in thüringischen Dialekt. Und 1900 nu so denn ich das erste Stück von den Hamburger Fritz Stavenhagen. Niederdeutsches Volksstück in 5 Akten. Jürgen Piepers. Ein Spiel um einen rieken Buren, der sin Söhn gegen Aalwetter ständ mit der Tochter von einem anderen rieken Buren verheiraten will, bietet Streben ward hei schüllig an den Daut von sin eigen Fru und einen anderen Buren und ob letzt bringt he meist noch sin eigen Söhn Ulf Bichel, die nach Personen und Situationen zwischen Niederdeutsch und Hochdeutsch wechselnde Sprachform sowie die Bühneneinrichtung zeigen naturalistische Einwirkungen. In der dramatischen Gestalt und der Thematik sind Hebbel und Anzengruber als Vorbilder erkennbar. Noch ander Dramen kommt Ruth von Stavenhagen. Dat bekanntste ist wohl Mutter Mews und ein findet noch hüt immer mal ob den Spielplan von plattdütsche Bühnen. Ein literarische Vereinigen in Hamburg setzt sich uten ein mit Stavenhagen sin Wag und dort entsteht bilütten so wat as ein plattdütsche Bühnen. Mit von der Partie ist ein Dr. Richard Ohnsorg, der 1902 die Dramatische Gesellschaft in Hamburg gründ ha, der sich sünderlich ob Stücken schmeten het, die von den normalen Repertoirebühnen nicht bröcht worden sind.
1909 spielt sie Stavenhagen sin Drama Der Lotse. Mit Gorch Fock ist inzwischen ein anderen Hamburger anfangen, sich in der junge niederdeutsche Dramatik König tamoken. Sin Doggerbank ward hier bi düsse Sellschop ute Joteinten Lothar auch offiziell dat Ohnsoch Theater Warnschall 1912 opführt. Anna wichtige Noms ut düsse eiersten Joren sind Taunöm, der wie mit Stavenhagen bet hüt immermol wedder op'n Spielplan seid. Hermann Bosdorf, Karl Wagenfeld, Paul Schurek, Hans Erke, August Hinrichs. No 300 Jahr hätt dat so denn ich wedder Förhang Hauch für Plattdütsch. Man, Plattdütsch blaus as Sprog oder verbindt sich noch mehr damit? Bichel hält sich an de Biografien von de Autoren und an ästhetische Fragen. Anna Autoren beschrieb de niederdeutsche Dramatik als Teil von ein allgemeine niederdeutsche Reuch. Das Verhältnis der niederdeutschen Bewegung zur flämischen und niederländischen Sprache und Kultur im Quickborn hält ein Absatz von Volker Georg und in den Schrift hey, die niederdeutsche Bewegung, deren Geschichte bis heute nur unzureichend untersucht ist, konstituierte sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach dem Auftreten der Mundartdichter Klaus Groth und Fritz Reuter. Triebfeder für das Engagement der überwiegend national-konservativ eingestellten Aktivisten war ihre Rekrutierung aus dem Bildungsbürgertum, das sich vor allem gegen Ende des Jahrhunderts einem starken sozialen Druck und Prestigeverlust ausgesetzt sah. Die Beschäftigung mit der ländlichen Heimat und ihrer Sprache bot in diesem Zusammenhang eine Alternative zur Selbstbestätigung. Niederdeutsch wurde dabei nicht nur als Sprache, sondern auch als Qualität empfunden, was im extremsten Fall von Julius Langbehn als Theorie einer rassischen Höherwertigkeit formuliert wurde. Julius Langbehn, mit seinem Bauk Rembrandt als Erzieher, ha den niederdütschen Mensch als Ideolgestalt obbut gegen de Moderne, mit er in sin Sinn Rinnerkom, Wetenschop, Kunst, Liberalismus. Sin Vorwoter wär de Heimatkunst, ein Richt, der wie hüt als völkisch-nationalistisch beschrieft, Blaut- und Boddenliteratur. In sin Bauk das niederdeutsche Theater, Schrift Ulf Thomas Lessle. Ein Ziel der Heimatkunst war es, die deutschen Stämme und Landschaften in die Literatur einzuführen. Zentrum der arischen Renaissance war das Grenzland zum Norden. Die nationalistische Dialektdramatik aber nahm ihren Weg vom süddeutschen und österreichischen Raum aus. Wie in Schleswig-Holstein verband sich auch hier der Heimatgedanke mit dem Willen, sich von undeutschen Kultureinflüssen zu befreien. Okay, wir sind immer noch biet herkommen von Plattdütsch Theater. Was hab wir eins op'n Zettel stehen? Naturalismus, Heimatkunst, niederdeutsche Reuch, Blaut und Bodden, dat Meuten von Urbanität und modern Leben. Nochmal düsse Absatz von Volker Georg. Hey beschriftet Tiet von För und no den Ersten Weltkrieg, ein Tiet, in de viel plattdütsche Bühnen gründ worden sind. Und denn Weimarer Republik. De plattdütschen Aktivisten han mit de niederdeutsche Stoßform nix in Sinn hat, Schrift Georg. Am Ende der Weimarer Republik war die niederdeutsche Bewegung innerhalb des deutschen Kulturlebens nichtsdestotrotz von untergeordneter Bedeutung. Ihre Anhänger führten dies auf die allgemeine Orientierung am Großstadtleben oder auf Mängel im organisatorischen oder personellen Bereich zurück. Nach der Machtübertragung an die Nazis glaubte man offenbar in der niederdeutschen Bewegung an einen schnellen Weg aus der Krise. Im Anschluss an ihre Gleichschaltung wurden die Vereinigungen der Bewegung zunächst auch noch als gleichwertige Partner in der Kulturpolitik behandelt. Nach der Konsolidierung des Regimes in den Jahren 1937/38 wurde jedoch schnell deutlich, dass derartige regionale Interessengruppen dem Zentralismus des Hitlerstaates im Wege standen. Das plattdütsche Kulturleben helpt den Nozis an de Macht und an en versackt dat doch wieder in de Marginalität? Wenn dat so wär, wat wollen se, de Bürgerslü in de urbanen Zentren mit Hamburg als Hauptstadt von de plattdütsche Reuch?
Sich mit er Stammessprog gegen de modern stemmen, sich mit dat Kenntaken von Besünner gegen de Vermassen worn, bang für all dat Niege, Fasshaulen an ein verleiden Tiet, in der de Gesellschaft noch chlor fücht wär, wären se demütigt von den verloren Ersten Weltkrieg und wollen sich an er nordisch-germanische, plattdütsche Ort und Sprog wieder heilmoken? Hier ha plattdütsch Theater so denn ich ein chlore Obgof. De naturalistische Technik ward in den Dienst stellt von ein kulturpolitisch Mol. Noch mal Lässle. Im niederdeutschen Mundartschauspiel der 20er und 30er Jahre werden das vom Naturalismus ausgehende pseudorealistische Abbildverfahren und ein entliberalisierter Persönlichkeitsbegriff, wie ihn die Heimatkunstpropaganda bereitgestellt hat, zu den wichtigsten strukturbildenden Faktoren. Das plattdeutsche Drama entwickelte sich technisch formal aus dem Naturalismus heraus. Inhaltlich stofflich orientierte es sich an der Heimatkunst. Dieses wenig originäre Amalgam aus oberflächlicher Realistik und determiniertem Volkstum eröffnete die Perspektive, dass der Einzelne vom Volkskörper getragen zu seiner höchsten Form gelangen könne. Mit dat Tausombreken von den Nationalsozialismus ist dat nicht so, dat de Ideen von ein Volksmeinschap, der sich an Niederdeutsche obricht, de Ideen von Blaut und Bodden und ein heugern Wert von plattdütsch Ort verschwunden sind. Man, se hebt nicht mehr de Konjunktur, de se vorher han. Wat den westlichen Rest von Dütsche Riek angeht, de ward nu BRD, de Bonner Republik, ein Demokratie, in der Sicherheit und Rationalität tellt. Ein von nu zwei Lütte Deutschlands, de eiersmol mit Hang, Ohren, Schören fegen wird. Nix, wat tau ein mystisch und romantisch hauchstimmt Träum von plattdütsch Ort und Sprog passen de. Man arbeitslos ist dat plattdütsche Theater liekers nicht. Do luert all ein Anna Obgof in ein Land, wat sich aflenken will oder mut, no Auschwitz und Stalingrad. Der Lü heb Lust ob schlichte, lustige Kost, der er nicht in Fruch stellt und der er auch nicht anstrengt. Der Verzicht auf wirkliche Trauerarbeit machte die Menschen anfällig für billige Tröstung, so Ulf Thomas Lässle. 1986 ist in Bauk das niederdeutsche Theater Rutkom an das Beispiel von der Produktion von Hamburger Ohnsorg-Theater, der NDR sieht 1954 im Fernsehen übertrogen hat, beschrift er die stereotype Architektur von den Volksstücken, der damals Millionen von Taukikers für die Wohnstubenkinos lockt hab. Da kommt immer wieder das Motiv der Infragestellung der geltenden Normen vor. Da werden Werte in Frage gestellt, die beim kleinbürgerlichen Rezipienten besonders heikel sind. Familiennormen und Autoritätsrollen. Die Faszination liegt also darin, dass Fantasien aufgegriffen und bis zu einem gewissen Punkt zugelassen werden. Dann aber werden sie geschickt abgebrochen und in ein ritualisiertes Schema eingegliedert, ein Schema, das die Ordnung wiederherstellt. Immer wiederkehrend ist zum Beispiel die Figur, die sich durch groteske Selbstüberschätzung lächerlich macht. Dann tritt sie jedoch in Reih und Glied zurück und wird belohnt mit einem Happy End, getreu der Volksweisheit Schuster, bleib bei deinen Leisten. Zitat Lässle Tau N. Ein ideologischen Effekt der Verhaltensstabilisierung schrift he de erfolgreichen Volksstücken Tau, de düt Monster folgt. De billige Traust, dat Jo-Sägen Tau de eigen Existenz, den eigen Platz, den de Gesellschaft die anwiest het. Lässle zitiert Adorno und Horkheimers Dialektik der Aufklärung, der das Verarbeiten von düssen Effekt als Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus betägt. Und er schrift, diese Unterhaltungsform wird von jenen konsumiert, die dem mechanisierten Arbeitsprozess ausweichen wollen, um ihm von Neuem gewachsen zu sein. Wie kindert jo, dat aule und wahrscheinlich ewige Problem, der ein will Stücken bringen, die kritisch sind. Fragen stellen an de Gesellschaft und an uns Enkelte ins Publikum. Stücken, der henwiest, wo dat weideit und de prägt mit dat, wat wir as seker gläuf heb.
De wird ja Kunst moken, sech wie denn und lacht er ut, wie sie nicht ein einzige Vorstellen ut verköft kriecht mit so'n schworen Chrom. De Lü wird lachen, so is dat nu mol, secht wie. Naja, und de Anna, de kann reken, de kann Metallen im Gohn, de weit wat gaut ankümmt und de bringt Stücken, de dat Publikum mit sin Sinn für dat Lustige, dat Schlichte bedeint. Dat is nicht bloß in de plattdütsche Dramatik so, man plattdütsch, wat kein hauchsubventionierten Anna-Spiel steden hätt as bloß und allein de Volksbühnen und dat Laienspiel, dat kann nicht ob Anna Facetten wiesen. Dat blifft Annas as Hauchdütsch Durm in uns durch und biet breite Publikum chlor fastlecht, ob just düt Schlichte und Lustige, ja wat wohl anders. So, man, dat Gift jo, de Lü, de Kunst moken wird, as wie denn immer so despektierlich secht. Grauten Vertreter wär jo Konrad Hansen, der 1980 bet 1985 dat Leithaar biet Ohnsoch Theater. Ob de net sieht, von Theater lest wie, Hansen genügte es nicht, die durchaus publikumswirksame Linie seiner Vorgänger fortzusetzen. Neben dem altbewährten Unterhaltungstheater sollte die Ohnsoch-Bühne mit zeitgenössischen Stücken in die Gegenwart geführt werden. Das Publikum sollte gleichermaßen die Möglichkeit zum Lachen und zum Nachdenken erhalten. Mit Hilfe des Theaterwissenschaftlers, Germanisten und Volkskundlers Ulf Thomas Lessle, der als Dramaturg verpflichtet wurde, sollte das Konzept des zeitgenössischen Volkstheaters durchgesetzt werden und der Spielplan wurde mit neuen und kritischen Volksstücken verjüngt. Zeitgenössisches Volkstheater. Der Tiet für düt Remedium wär mehr as rieb. Tau ernst werde Diagnos von Hansen sin Mitarbeiter Ulf Thomas Lessle, der hei in sin das Niederdeutsche Theater 1986 utstell. Niederdeutsches Theater hat sein Überleben einzig an die komischen, die exotischen Effekte der Regionalsprache gebunden. Näherte sich einst die Ideologie des Niederdeutschen am völkischen Mythos, so hat sich das Plattdeutsche auf dem Theater heute endgültig durch eine anachronistische Komik desavouiert. Denn letztlich lacht das Publikum darüber, dass es nichts zu lachen gibt. Sie hört Spruch, der Heimatbund-Podcast tau plattdütsche Kultur. Uns Thema von Doch ist dat plattdütsche Theater und wenn no dat, wat ich hier bet nu lest hef, der ein oder ander sagt, Moment mal, plattdütsch Theater, dat is von Hus ut. Es mal Blaut- und Boddendramatik, der sich denn wandelt het in billig Entertainment, ob dat siebste Niveau, find ich echt nicht interessant. Denn ist dat vielleicht Düssenom Konrad Hansen, mit den wie nu in uns Tiet wiedermoken könnt. Dat mut ja von jechens wo kom wen, dat der Niederdeutsche Bühnenbund in Schleswig-Holstein tausin Nomgeber mokt het für düssen Pries, mit den hei all 2 Jor plattdütsche Stück Schriever uttegt. Ist dat de Will, de plattdütsche Bühn ob de Heuchte von uns Tiet tau bringen? Ich hef ja secht, dat ich mit düssen Podcast für all Frogen stell, und ein Fruch is jo. Wenn ich düssen Will hef, dat plattdütsche Theater in uns Tiet tau bringen, woans schall dat denn wirklich ut sein, düt Theater von Hüt? Wat is dat mit den doan Naturalismus, der dat plattdütsche Theater jo in der DNA stickt, auch wenn hei no Lessle denn jo to ein reine, wat hei Schrift, Oberflächenästhetik verkommen is. Man egal, düt Streben, de Figuren sau schnacken tau loten, as se auch in der Wirklichkeit schnackt. Ich sag mal sau, wohl dat plattdütsche Theater, dat Hüt noch durchtrecken, denn sie dat aber mau ut mit plattdütsch op der Bühn, einfach weil in der Wirklichkeit auch nicht mehr viel platt schnackt ward. Man just dat bemött mi immer wedder. Fremdsprachige Stücken, die erst in plattdütsche bröcht ward, die ward in Foken für de Bühn auch glieg ob Norddeutschland böst. Worum kann ich in Theater ob Dütsch ein Stück mit Nom ein Mitsommernachtstraum kicken, wat in Ingels Schreben is und in Athen spielt? Do komm ich doch nicht ob die Idee, nee, dat mut ja nu in Bochum spielen, dat is ja nu ob Dütsch überdrogen worden, wat ich mir hier ankiek. Bi de Preis vergeben von den verleihten Konrad-Hansen-Preis am 2. Junimond 2021 in Flensburg, ha de freie Regisseurin Birgit Bockmann de Laudatio haulen. In de Pause hab ich just mit er über düsse Fruch schnackt.
Vorher hat Fru Bockmann mir vertellt, dass sie optimistisch ist, was die Taukunft von das Plattdütsche Theater angeht. Wir haben viele junge Leute, wir haben viele Bach-junge Leute, viel mehr junge Leute schrieben dort und die auch Slam-Poetry auch platt mogt und so. Ich finde, das fängt richtig wieder an zu leben. Habe ich das Gefühl. Ist Tausein, dass die Stoffe sich ändert? Gibt es noch ein genuin plattdütsches Theater? Du hast ja in den Laudatio Donner sagt, nur Stücken, die glick in der plattdütsche Lebenswirklichkeit ansiedelt sind. Ist das überhaupt neulich? Kann da nicht auch ein genuin plattdütsches Stück geben, was in Venedig spielt? Ja, wenn du Lüd platt schnackt, du. Also, was ich immer sage, ist, dass mit Plattdeutsch, das ist ein Sprach, der regional Lütbeten fast recht ist, wenn ich das mal so sagen darf. Und du hast immer Welle, wenn du Lüd in New York spielen dort oder sowas, immer Welle hast du der Verklorung, ja, wie mein Großmutter hätte ja nun Plattdeutsch schnackt und hätte das Plattdeutsch mitbräucht und Mecklenburg-Vorpommern oder was weiß ich. Also, das wird immer verklort. Und ich finde, die Verklorung manchmal, man kann sie stricken und sagt, das ist einfach so. Und Ligas sind wie habt das mit einer bestimmten Art von Lüd zu tun. Das ist einfach so. Aber der junge Frau, der Sophie Köhler, der ja nun einen Preis gewonnen hat, der hat das ganz wunderbar gemacht. Wirklich, das ist eine junge Frau, die in Hamburg lebt, die ist erfolgreich, die hat einen Job als, ich glaube, Werbemanagerin oder sowas ist sie. Und Ligas schnackt sie und das zum Problem gemacht war mit ihr Irland platt. Und mit der Großmutter, da wurde gar nicht drüber debattiert. Und wenn man das so macht, dann finde ich das ganz wunderbar. Das muss ja nicht just in Venedig sein, ne? So wie Birgit Bockmann, so ganz zu Ende kommen sind wir nicht mit das Thema, man mag nix, immerhin hab wie ein feine Fruch. Worum ist wie Plattdeutsch der Impuls so viel stärker, dass sich mit de Wohl von de Sprach auch glick verbindt, dass auch dat, wat vertellt ward, glick nur Norddeutschland verlecht ward. In Achtergrund steht ja wohl so ein naturalistische Plausibilität, oder was soll ich dort auch sagen, so denn ich, ja, darum schnackt der nu platt. Zeitgenössisches Volkstheater. Ja, was ist mit uns Tietgenoten, der Plattdeutsch Theater mogt? Worum mogt sie dat? Ich hef dat mal mogt, ich hef ein Fruch stört an de Verständen von den niederdütschen Bühnenbünden in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Und de Fruch, de wär heil chlor. Plattdeutsch Theater, wat schaldert. Und sie hab untert, richtig gaut. Ob Leibswerk 1 verlesen, man dat lot wie mol. Nu wie so viel hört hab über die Geschichte von Plattdeutsche Theater, schütt wie mal hören, worum Lü hüt dat so viel Gift, dat sie sich ehrenamtlich mit n Bach, Tiet und Knöf ringeft in dat Rebate. Mareike Münz ist Geschäftsführerin von den Niederdütschen Bühnenbund in Schleswig-Holstein. Mit Sömtein hat sie das erste Mal auf dem plattdütsche Bühnen stehen. Von Hus ut kein plattdütsche, Schauspielen hat er Spoß mogt und de Sprach, dat wär der I-Punkt, bitte sog. Fru Münz Schrift. Was mich von Anfang an begeistert hat, war das Alleinstellungsmerkmal, das plattdeutsches Theater mit sich bringt. Sowohl in meinem Heimatort Glückstadt, in dem ich meine ersten schauspielerischen Gehversuche unternommen habe, als auch im Anschluss an der Niederdeutschen Bühne Neumünster, gehörte ich sofort einer eingeschworenen Gemeinschaft an. Es ist nicht nur das gemeinsame Hobby, das einen verbindet, sondern auch die Sprache, in der auf der Bühne gesprochen wird. Und wenn man im Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählt, wie man seine Freizeit verbringt, sind Interesse und Neugier groß. Nach meinem Studium habe ich etwa 10 Jahre lang nicht in Schleswig-Holstein gelebt. Ich habe in Berlin gearbeitet und die Stadt unendlich genossen. Auch dort wollte ich meinem Hobby frönen und Theater spielen, und es ist mir eines klar geworden. In einer Stadt, die überquillt an kulturellen Angeboten, ist kaum Platz für Amateurtheater. Mir wurde klar, die niederdeutschen Bühnen sind in ihrer Struktur unglaublich privilegiert. Die Niederdeutsche Bühne Neumünster beispielsweise besitzt ein eigenes Theater, ein großes Stammpublikum, ist in ihrer Stadt fest verwurzelt, wird finanziell unterstützt und hat unglaublich engagierte Mitglieder, die den Laden am Laufen halten. Wir verpflichten Berufsregisseure, die im Idealfall während einer Inszenierung gleichzeitig Schauspielunterricht geben und die persönliche Entwicklung auf der Bühne vorantreiben. Etwas Ähnliches habe ich während meiner Abwesenheit von Schleswig-Holstein vergeblich gesucht. Und wieder lande ich bei einem Alleinstellungsmerkmal, welches das niederdeutsche Theater ausmacht. Denn durch meine Tätigkeit im Bühnenbund weiß ich inzwischen, dass diese Strukturen auch an anderen niederdeutschen Bühnen durchaus Usus und keine Besonderheit für Neumünster sind.
Nach meiner Rückkehr nach Schleswig-Holstein hat es dann auch nicht lange gedauert, bis mein Mann, ebenfalls von der Pike auf Darsteller an der Niederdeutschen Bühne Neumünster und inzwischen deren Bühnenleiter, und ich wieder Kontakt zu unserem alten Verein aufgenommen haben. Das Niederdeutsche hat in den letzten Jahren deutlich an Stellenwert gewonnen. Wer sich mit dieser Sprache beschäftigt, wird nicht mehr automatisch als ewig gestrig abgestempelt. Das harmlose, niedliche, das gern mit dem Plattdeutschen in Verbindung gebracht wurde, rückt Stückchen für Stückchen in den Hintergrund. Das habe ich von meinem Weggang aus Schleswig-Holstein anders in Erinnerung. Als Nicht-Muttersprachlerin mag es vermessen sein, sich dahingehend zu engagieren, dass man diesen positiven Prozess mit vorantreiben möchte. Aber so ist es. Ich habe dem niederdeutschen Theater viel zu verdanken und ich möchte etwas davon zurückgeben. Dahingehend, dass ich in Absprache mit unserem Bühnenvorstand, ich habe zwischenzeitlich das Ehrenamt der Dramaturgin und Pressereferentin bei der NBN übernommen, vielleicht auch mal unkonventionelle Stücke auf den Spielplan setze, um zu zeigen, das niederdeutsche Theater ist dicht dran am Geschehen. Es ist kein Schenkelklopftheater, sondern kann sein Publikum niveauvoll unterhalten, ohne dass permanent flache Witze fallen, Männer in Frauenkleidern oder korntrinkende Bauerntörpel über die Bühne poltern. Ja, so wie ein ut toch ut dat, wat Mareike Münz mit Tausch stürt het, taudert Thema Plattdeutsch Theater. Frau Münz, als ich sehe, ist Geschäftsführerin von den Niederdeutschen Bühnenbund in Schleswig-Holstein. Auch no Mecklenburg-Vorpommern hef ich min Mail send. Wat schall Plattdeutsch Theater? Und do ob untert hätte Leiter von den Niederdeutschen Bühnenbund Mecklenburg-Vorpommern, Christian Peplo. Okay, stellte Sprog und der Region in den Fokus. Gerade durch die regionale Sprache Niederdeutsch widmen sich viele Stücke regionalen Ereignissen und Besonderheiten. Das verbindet mit der eigenen Heimat, mit den eigenen Wurzeln und Traditionen. Ferner finde ich es großartig, dass die niederdeutsche Sprache mit ihren vielen Dialekten so variationsreich daherkommt. Ich bin sehr gerne bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Bundesländer zu Gast und schaue mir ein Stück in der jeweiligen regionalen Sprachvariante an. Diese Vielfalt, die das niederdeutsche Theater zu bieten hat, ist absolut faszinierend. Darüber hinaus ist aus meiner Sicht das niederdeutsche Theater perfekt dafür geeignet, einen spielerischen, behutsamen und unverkrampften, unkomplizierten Zugang zur niederdeutschen Sprache zu gewähren. Über das Erproben der Stücke wird die niederdeutsche Sprache leichter aufgenommen. Man lernt Sätze und Versatzstücke, dazu bestimmte Phrasen, die man auch problemlos im alltäglichen Gebrauch anwenden kann. Im Ergebnis erlernt man über das Theaterspielen die niederdeutsche Sprache, trägt damit zur Pflege und zum Erhalt derselben bei. Das bietet den Jugendlichen einen persönlichen Zugang zu ihrer regionalen Sprache und Identität. Das niederdeutsche Theater hat also das so wichtige Potenzial, Jugendliche für ihre Region, Geschichte und Heimat zu begeistern und verbindet zudem unterschiedliche Generationen. So schriftert Christian Peplo, der dat leitet bei den Niederdeutschen Bühnenbund in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und auch Niedersassen het sich meldt, Herwig Dust von den Niederdeutschen Bühnenbund von Niedersassen und Bremen het schrieben und mir ein Fördrachtausch stört, den he 2015 holen het, als dat do im Güng, da dat Niederdeutsche Theater jo opnommen worden is, in Jahr vorher, 2014, in der UNESCO-List von immaterielle Kulturarv. Do in Schrift Dust von der sozial-integrative Kraft von plattdeutsche Laienspiel. In zahlreichen Fällen fokussiert sich das dörfliche Miteinander zum wesentlichen Teil auf die gemeinsame Aufführung eines plattdeutschen Theaterstücks. Und wieder Schrift, hey, das niederdeutsche Theater ist die Hauptsäule niederdeutscher Kultur. Da die Regionalsprache weitgehend sprechend und hörend erlebt wird und nicht lesend und schreibend, hat die Präsentationsform des Theaters wegen der hier praktizierten unmittelbaren Mündlichkeit erhebliche Vorteile gegenüber schriftlich fixierter Literatur. Keine Theaterform in Deutschland ist in ihrer Vielfalt der Themen und Ausdrucksform sowie in ihrer kulturellen Verwurzelung mit den Menschen und den Eigenheiten der Region so eng verbunden wie das niederdeutsche Schauspiel.
Im niederdeutschen Sprachraum, der sich über 8 Bundesländer erstreckt, praktizieren einige tausend Spielgruppen, Laien- und Amateurtheater und professionelle Bühnen regelmäßig Theater auf Platt. Sie erreichen jährlich etwa 1 Million Besucher. Das Niederdeutsche Theater erreicht ein Publikum, das sonst kaum Theateraufführungen besucht. Das Theater der Nähe leistet so einen großen Beitrag, wenn es darum geht, Menschen für das Theater in seinem gesamten Spektrum zu gewinnen. Hoch einzuschätzen sind dabei Faktoren wie Ortsidentität, Verknüpfung mit der regionalen Kultur und Geschichte sowie Alltagsnähe. So wie Herwig Dust, der Geschäftssteh von der Niedersächsischen Plattdütschen Bühnenbund in Ollenburg leit. Frucht Herwig ja bet nu blauts Lü de sübst Theater mogt. Graute Lust haig mo tau auch mit so Lü tau de ich sübst hör, de Lü in Publikum so denn nicht tau schnacken. Wie Plattdütsch Theater ankiekt, wat meint wie sübst, wat Plattdütsch Theater schall. Woans schall dat ut sein in de 20er Jahr von 21. Jahrhundert. Zeitgenössisches, plattdeutsches Volkstheater. Da lohnt uns mal überschnacken. Wat für Formen sind da Dinken? Wat für Themen will ich sein? Ja, und auch, wo viel von der naturalistische DNA kann ein überhaupt noch tauloten in uns Tiet, und da dat sau is, als wie dat plattdütsche Hörspiel wie ein NDR oder dat Ohnsoch Theater, der sieht por Jahr auch einfach mehr und mehr Hauchdütsch bringt, einfach wie in der Wirklichkeit jo auch de Sprog, uns Sprog, so denn ich weniger wart. Dat deit mir leid, man just dat mit düsse nächte tau de Wirklichkeit, der so wünscht is, da wohl ich wohl mal länger über no denken. Da komm ich nämlich nicht so ganz mit. Ein Daunt, nu eis mal zurecht mit dat hier, schi düssen Podcast nur hört. Schullen sie Fragen oder Gedanken haben, meld ju gern. j.graf@heimatbund.de ist min Mailadress. Mehr Infos tau uns Verband kriegt sie inner heimatbund.de. So wie Sprog, der Heimatbund-Podcast tau plattdütsche Kultur, düt mol hahn wie dat von ein Thema, ob dat ich in Taukom Tiet bitte achten will. Dat is nämlich just so, als Herwig Dust dat schreiben hat. Theater is ein von de Häuftsühlen von plattdütsche Kultur mit richtig Chancen, sonderlich wat de Sprogarbeit mit junge Lü angeit. Herzlichen Dank für Tauhören, sagt Jan Graf. Tschüss!